Sehr schön. Und Kai. Fabian Unterreger, so, jetzt das Richtige. Zum Glück Genau. ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. So werden die Wochenereignisse noch eingeordnet, für das wir zuletzt, ich weiss nicht, ob wir es alle verstehen, aber zuletzt auf dem gleichen Stand sind. Und was hat uns beschäftigt in dieser Woche? Die grösste Schweizer Stadt, Zürich. Dort wird diskutiert, ob man im Kampf gegen Verkehrslärm nicht fast in der ganzen Stadt sollte Tempo 30 einführen. In den Bündnerbergen, weit weg vom grossen Zürich, kennt man in den steilen Hängen ja kaum etwas anderes als Tempo 30. Zum Beispiel beim Ex-Minister Schweiz und Bergbauer Renzo Blumenthal. Ja, kein Wunder fahren in Zürich immer mehr Leute mit Offroader, oder? Wenn du auf den normalen Strassen vorwärts kommst. Ratata, ratata. Tempo 30, fast eine ganze Stadt. Auch der Bundesrat hat das Thema jetzt auf das nationale Radar genommen. Die Verkehrsministerin Doris Leuthard bestätigt das gegenüber der Trio Morgen exklusiv. Der Gesamtbundesrat hat das Geschäft diskutiert und eine Kommission damit beschäftigt. Bis in 14 Jahren werden wir in einem Kommuniqué über einen Gegenentwurf informieren. Tempo 30 ist umstritten, so viel ist klar. Und ganz schlecht ist das auch für den Tierschutz, lernen wir von unserem Netz-Natur-Lieblingsfernsehbiologen Andreas Moser. Richtig. Die Schlaumeier-Idee ist gar nicht gut und für die Katzen drum auch für die Katze. Weil die werden mit Tempo 30 nicht mehr ratzfatz überfahren, sondern sterben langsam und qualvoll. Wir bleiben gerade tierisch. Es ist definitiv, der hat es auch gelesen diese Woche, nach dem Ständerat hat jetzt auch der Nationalrat beschlossen, dass keine Delfine und artverwandte Walfische mehr dürfen importiert werden. Mit diesem Entscheid platzt eine weitere Hoffnung vom Fußballnationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Ja, ich denke, das Verbot schränkt meine Handlungsfähigkeit als Trainer massiv ein. Und wenn ich einen Wal ins Tor quetschen hätte können, wäre dort kein Rümme gesehen vor Tor vom Gegner. Und da soll man sich wieder auf lahme Enten setzen, störe Esel und dumme Affen. Das Gesetz, das die Einfuhr von Delfinen verbietet, bringt also mit sich, dass Delfinarien ihre Delfine müssten weggeben, ausschaffen. Nationalrat Christoph Mörgeli. Ja. Ausschaffen, eines von Ihren Lieblingsthemen. Ja, ausschaffen, oder? Hat auch ja nicht alles. Sie haben ja ein bisschen isländischen Namen sozusagen. Aber links unter Wanderite, das Parlament ist nicht konsequent, oder? Delfin dürfen nicht mehr importiert werden. Afrikaner aber schon noch. Dabei gibt's keinen einzigen, oder gibt's sogar keinen einzigen Delfin, der bis jetzt irgendwo eingebrochen ist. Verstehen Sie? Das absurde Gesetz müssen wir auf Asylanten ausweiten. Die leben bei uns auch in einer ungewohnten Umgebung und können sich nicht anpassen, gell Sie? Leider verändert es nicht so zuverlässig wie die Delfine in Koniland. Verstehen Sie? Unterstützung bekommt jetzt das Gesetz gegen die Einfuhr von Delfinen dann noch ganz überraschend aus einem ganz anderen Lager. Der DRS3-Stilpapst Jeroen van Rooyen ist schlicht, wie soll ich sagen, begeistert. Ja, zum Glück dürfen jetzt keine von diesen fischigen Delfinen mehr importiert werden. Delfin-Motiv auf T-Shirts, Schlüsselanhänger und Rucksäckli sind schon seit Jahren nicht mehr zeitgemäß und gelten für das geneigte Auge als ein ästhetisches Verbrechen an der Menschlichkeit. Nur Flipflops sind noch schlimmer als Flipper. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Holt mich den Freitagsalbtraum auch online, drs3.ch.